Mein Statement zur Hochzeit mit Adi Totoro, Hannah Tolnik hat reagiert. Okay. Die anrufen und ihm sagen, dass das ein schönes Video war. Hi! Adi Totoro hat mich in Österreich überrascht. Dann haben wir geheiratet oder so in die Richtung. Wir schauen es uns an und jetzt wird's unangenehm. Morgen fahren wir nach Österreich und ich habe so much Facecams. Way to dank. Gerade eine Insta-Story gepostet mit dieser To-Do-Liste. Diese Buchstaben bedeuten etwas. Das hier unten ist die Geheimschrift und Basic. Sie hat einfach den Anfang vom Video übersprungen. Hannah, was soll das, Digga? Sie nimmt mein Content und überspringt ihn einfach. Hannah, geht's dir gut? Wirklich heißt es einfach, Hannah, ich komme. Das heißt, er hat es in Wien dann mit der Geheimschrift aufgelöst. Von dem Moment an habe ich gedacht, alles, was er sagt, ist ein Zeichen. Er hat mir nämlich aus dem Nichts 8.8.8.888 geschickt. Aus dem Nichts. Und dann habe ich gegoogelt, das waren die Koordinaten von Kalifornien. ja, Digga, sie kam zu mir. Ich bin wirklich draufgekommen und dann kam sie zu mir. Was hat das zu bedeuten? Und sie sagt so, was hat das zu bedeuten, diese Schriftart? Kannst du mir das sagen? Und ich habe gesagt, hey, Digga, halt dein Maul. Und in meinem Kopf habe ich gedacht, oha, die Flitterwochen sind jetzt in Kalifornien, aber es ist nichts mehr in die Richtung gekommen. Die Flitterwochen, die kommen noch wahrscheinlich. Und Gott sei Dank. Wenn Hannah nicht so dumm wäre, dann wüsste sie schon längstens, dass ich nach Wien komme. Aber hat sie nicht gesehen. Und somit habe ich letzten Montag Hannahs Kollegen Mike Wallace geschrieben. Habt ihr am Mittwoch etwas vor? Ich würde gerne Hannah überraschen. Alter, Perfekt. Das ist so funny, dass du, dass du die Idee hast. Perfektes Österreichisch. Habt ihr nächste Woche schon etwas vor? What the fuck, was ist das Universum? Wir halt gemeinsam so, das wäre so funny, wenn sie dich im Brautkleid und überrascht in der Schweiz und dann meinte sie so, nein, das ist too much, weil das kann man nicht bringen. Und dann meinte sie so spaßmäßig so, aber vielleicht überrascht mich ja der alte. Hey Digga, dieses Video ist Content Recycling auf dem höchsten Level. Ich reagiere auf Hannah, wie sie auf mein Video reagiert, indem ich sie überrasche. Und jetzt schreibst du es einfach von dir selbst, what the fuck? Alter, es war wirklich so krass, weil wir wirklich darüber geredet haben, als hätten wir es Ist doch nachhaltig und umweltfreundlich. Wir safen die Welt mit Recycling. manifestiert. Und das Ärgste ist, dass der Mike davon Bescheid wusste, dass die kommen. Ich hab mir gedacht, wenn der Mike... Ja, nee, wir kommen einfach so auf Österreich, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, ohne zu wissen, wo du überhaupt bist. Und dann bist du vielleicht in Berlin. Wie so in Österreich. Ist Hannah hier? Die ist in Berlin. Geheimnis von mir hat der Mackie, das war noch nichts gerafft. Spontan musste ich in nur einem Tag nach Wien kommen. Oi. Deshalb habe ich mir einen Tesla gekauft. Wien, wir kommen, es wird ein Fest. Ja, die Werbung ehrenlos übersprungen. Hannah gönnt gar nicht. Oh Mann. Ja, scheiß drauf. Vielen Dank, Rigo, für den Tesla. Sehr, sehr nett. Es ist wieder Zeit für so ein Video. Ja. Ich weiß nicht, ob sie diese Anspielung gecheckt hat mit diesem Rezo-Intro. Ich weiß nicht, ob Hannah die Rezo-Videos gesehen hat, aber ich habe diesen Beat genommen von dem Rezo-Video, weil ich das irgendwie funny fand, I guess. Sie hat es, glaube ich, nicht gecheckt. Plan von Mike und mir war einfach. Mike sagt zu Hannah, yo, ich will was für den Vlog drehen, lass dich überraschen. Dann bin aber nicht ich die Überraschung, sondern Jeff Schreiner. Jeff Schreiner ist Tierarzt für exotische Tiere und das mag Hannah nicht so. Vorsichtig. Sobald Jeff Schreiner da ist, werden Hannah die Augen verbunden und Hannah guckt so lost. Guckt euch mal Hannah an. Sie ist so lost. Dann kommt kein exotisches Tier. Digga, in diesem Bild ist 1, 2, 3, 4 Mal Hannah zu sehen. Digga, Hannah, bekomme ich mal Geld von dir für die Aufmerksamkeit? Sondern ich. Soweit der Plan. Heute ist es soweit, wir fahren nach Wien. Und das nur, um Hannah zu sehen. So dumm kann keiner sein. Weil 900 Kilometer ein bisschen weit sind zum alleine fahren, habe ich noch Maelo dazu geholt. Maelo ist einfach nur dabei, weil sonst allein wäre wir einfach zu weit fahren. Ich sag ganz ehrlich, ich freue mich mehr über diesen Tesla als über Hannah. Ja. Wir haben gerade, ja, ist die Wahrheit, im Hotel angerufen, gesagt, ja, wir kommen ein bisschen später, so um 3 Uhr nachts. Ihr habt reserviert. Und wir, geil, ja, nur ihr habt im November reserviert und nicht im Oktober. Sie haben im November reserviert und nicht im Oktober. Im Hotel. Ach nein. Ey. Wir wollen gar nicht erst über Österreichisch reden. Habt ihr schon gegessen? Immer die Österreicher immer so, ich muss es auf Hochdeutsch übersetzen, weil die Deutschen verstehen es nicht. Jeder Mensch versteht Österreichisch. Jeder Deutsche und jeder Schweizer. Eure Sprache ist nicht speziell. Das ist einfach so ein bisschen Hochdeutsch mit so ein bisschen mehr Halsverkrampfung. Aber niemand versteht Schweizerdeutsch. Das ist the real deal. Ich habe noch nie ein Österreichisch gehört, das so schwierig war, dass das Deutsche nicht verstehen. Aber die sagen trotzdem immer, die verstehen uns nicht, wir haben eine eigene Sprache. Digga, das ist so ein bisschen, das ist einfach ein deutscher Dialekt. Schweizer, echt. Wir hoffen mal, dass es funktioniert. Und wir hoffen vor allem, dass erstmal über Österreichisch abranten hier. Dass wir nicht sterben. Dann fuhren wir weiter nach Linz. Dort mussten wir noch Mike Wallace abholen, denn mit ihm... Ich habe mit dem Mike an dem Abend nur telefoniert und so gefragt, ja, wann kommst du jetzt endlich nach Wien? Weil der war schon so lange in Linz und er, ja, ihm führt jetzt doch ein Freund, weil er hat so viele Sachen mit. Und ich habe mir gedacht, okay, welche Freunde? Ihm haben wir das Ganze
geplant. Ich weiß gar nicht genau, was... Doch, Vorarlberg. Ja, Vorarlberg ist vielleicht... Nee, Schweizerdeutsch, aber das verstehen die Schweizer zu 100%. Ich habe wirklich noch nie... Zeig mir einen österreichischer Dialekt, den ich nicht verstehe. Wir hier machen, ich bin mit Maelo irgendwo in Österreich um 1 Uhr morgens in einem Tesla. Du warst doch nie in Österreich, oder? Nee, ich war noch nie in... Leute, ich hab's geschafft, ich habe Adi Toro nach Österreich gebracht. Kurzer Applaus dafür. Nee, Hanna, das ist falsch. Nicht du hast mich nach Österreich gebracht, sondern die Views. Die Views haben mich nach Österreich gebracht. Österreich. No fuck. Machst du einen Heiratsantrag? Warum schaut Adi da so gut aus? Also jetzt nicht so... egal. Hanna? Willst du mich heiraten? Für eine perfekte Hochzeit braucht man auch das perfekte... He in. Ja, he in. I'm in, boys. I did it. Passt das so? Dass Hanna nicht draufkommen kann, dass ich in Wien bin, werde ich jetzt noch eine Insta-Story posten. Heute am Tag, wo wir Hanna treffen, die habe ich... Stimmt, Chat. In erster Linie habe ich mich selber nach Österreich gebracht. Mit dem Auto. Vor einem Jahr in der Schweiz... habe ich vor einem Jahr in der Schweiz aufgenommen. Ich habe die Story gesehen und mir absolut gar nichts dabei gedacht. Zack, gepostet. Ja, das ist aber eben genau das Wichtige, dass sie sich nichts dabei dacht, dass sie die Story anschaut und sich denkt, ah ja, normale Story von Adi, okay, er ist in der Schweiz. Weil unterbewusst hätte sie an diesem Tag nie erwartet, dass ich in Wien bin. Pfeifett. Das heißt, Hanna hat keinen Plan, ob wir hier sind oder nicht. Besser ist es. Digga. Oh mein Gott, seine Mama hat nur Blumen mitgebracht. Erstens nochmal danke dafür. Ich habe mich so über die Blumen gefreut und ich habe gesagt, auf die Blumen werde ich aufpassen. Normalerweise verliere ich immer Sachen oder vergisst die irgendwo, aber ich habe gesagt, auf die Blumen passe ich auf, weil die sind so schön. Ich habe sie einmal im Restaurant vergessen, dann noch einmal und ich habe sie noch irgendwo vergessen. Einmal bei Mike habe ich sie vergessen, aber jetzt habe ich sie wieder und denen geht's gut. By the way, diesen Brautstrauß hat meine Mutter gemacht, deshalb... Vielen Dank. Besser ist es. Danach gingen wir in Mikes Wohnung und haben unseren Schlachtplan bis, oh yes, baby, ins kleinste Detail besprochen. Moin. Moin. Leon. Adi, hallo. Ich habe gerade Hanna angerufen, weil die hat mir bis jetzt nicht zurückgeschrieben. Ja. Und die meinte so, boah, ich war gestern bis 8 Uhr wach. Ich war an dem Tag bis 8 Uhr wach, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich habe ein komisches Bauchgefühl gehabt. Ich habe mir gedacht, irgendwas... Nee, sie hat die ganze Nacht lang Mr. Beast Videos geschaut. Wer schaut eine Nacht lang Mr. Beast Videos, Chat? Man kann sich so 1 oder 2 Mr. Beast Video am Stück anschauen, aber nicht die ganze Nacht lang. Hanna? Alles okay bei dir? Passt nicht. Und im Nachhinein denke ich mir, vielleicht habe ich das unterbewusst gemerkt, dass die kommen, weil der Mike hat es ja gewusst. Auf jeden Fall habe ich die Zeit dann damit verbracht, Mr. Beast Videos zu schauen. War dann so motiviert, richtig zu hustlen, weil Mr. Beast halt. Ja, die nächsten Tage waren zum Schmeißen. Ich war so weg vom Fenster, weil ich mich so erschrocken habe. Ich habe sogar eine Kooperation verloren. Ich habe eine Kooperation verloren, obwohl ich im Hustle-Mode war. Was? Sie hat eine Kooperation verloren? Was? Was? Sie hat eine Kooperation verloren wegen meinem Prank? Boys, we did it. Also sie weiß nicht, wann sie kommen kann. Sie so, filmt doch heute ohne uns. Was? Also ich habe gemeint, wasch dir jetzt die Haare, komm jetzt vorbei, um 1:30 musst du da sein. Ja, minus 200 € bei ihr deshalb. Tschüss. Es ist aber immer so, wenn der Mike sagt, na, komm, dann komme ich vorbei, weil ich weiß im Endeffekt jetzt eh viel lustiger, wenn ich müde bin. Also für deine Abonnenten, es gibt Chef, mit dem habe ich sie schon mal überrascht und der hat immer crazy Tiere mit und sie hat so Panik, wenn der kommt. Und dann dachte ich mir, ich sitze hier und sage so, ja, es gibt so eine Person, die hast du schon lange nicht mehr gesehen. Das hat er schon öfter gemacht, also wie ich in Spanien war damals, da haben sie auch zu mir gesagt, Adi kommt vorbei und ich habe es voll geglaubt, dass er so einen Überraschungsbesuch macht und ich jetzt aus Versehen davon Bescheid weiß. Deswegen war es für mich sowas von klar, dass der Adi nicht kommt, sondern dass ich höchstens nur damit verarscht werde. Hast du vielleicht schon eine Ahnung, mit wem ich dich jetzt überrasche? Und sie so, Adi Totoro, boah, das wäre so cool. Und ich so, komm raus. Und dann kommt Jeff raus und sie so, nein. Wieso hat er eine Python? Pythons sind nicht gefährlich. Du bist halt nicht vergiftet, sonst die schlängeln sich halt. Dieser Dude hier übrigens ist der Manager von Anna Striegel und noch anderen Dudes aus Österreich, glaube ich. Nur um dich rum und der wirkt dich dann, aber da kannst du halt eine Menge gegen machen, wenn andere Leute... Ach so, ja. Ah, Lisa Üb. Ich glaube, Lisa Üb ist noch bei ihm, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann wird man nur erwürgt und nicht vergiftet, von dem her alles. Wir haben eine Anzeige und vielleicht werde ich noch erwürgt heute. Übrigens, ja, ich war von Maelo fast nur erschrockener als beim Adi, weil ich habe Maelo zum ersten Mal gesehen und ich war voll gestarstruck, falls man das so sagt. Aber sehr netter Typ, muss ich sagen. Also echt netter Typ. Milo und ich gingen in ein anderes Zimmer und Milo ist wirklich eine sogenannte lieb ausgedrückte Missgeburt. Ne, wirklich Milo zum Kotzen. Versteckten uns und dann ging alles ziemlich schnell. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Mir hat es übrigens überhaupt nicht gewundert, dass der Mike gefilmt hat, weil er filmt immer. Hannah kam an und Mike und Jeff spielten das Ganze. Die haben das so gut gespielt.
perfekt mit. Es gibt da so eine Person, die du schon länger nicht gesehen hast. Und ich dachte, ich überrasche dich heute mit der Person. Siehst du, ich hab null Bock gehabt, die Fragen zu beantworten, weil ich gewusst habe, jetzt werde ich wieder verarscht. Die Tore kommt, haha, funny joke. Also vielleicht Ja. Und da haben wir sie erwischt, auf der frischen Tat, weil genau das wussten wir. Weil wir wollten sie ja damit verarschen, dass sie denkt, dass ich komme und dann jemand anderes kommt und sie durch das denkt, ja, jetzt kommt er safe nicht mehr, weil das ist nämlich der doppelte Prank. ein Plan, wer das sein könnte. Ist der wer im Schrank? Der war wer im Schrank. Was das Problem ist, wenn jetzt die falsche Person sagt, ist ganz weird. Hast du vielleicht schon eine Ahnung, mit wem ich dich jetzt überrasche? Und sie so... Der Fakt, dass Mike den ganzen Tag durchgeplant hat und zu jeder Zeit wusste, wie er auf was reagieren wird, das ist krank. Ich habe nämlich 1:1 das gemacht, was er sich gedacht hat. Okay, sag. Adi? Ich hoffe, es ist trotzdem mich zu sehen. Aber wichtig ist, dass du es nicht overdust, weil wir brauchen die Reaction. Ich habe nur die Hauptzahl nicht da. Weißt du mehr? Und während Hannah die Augen verbunden wurden, musste ich mich im anderen Zimmer für die Hochzeit schön machen, wie sich's gehört. Sieht Sag mir einen schöneren Hochzeitspartner. scheiß aus. Ich bin nervös. Es sieht so ganz bisschen aus wie ein Sexclub, ich sag ganz ehrlich. Ein Mann fürs Leben. Bist du Hannah? Bist du oft da? Wie geht es dir? Oh nee, Digga. Da muss man durch. Und dann ging's los. Mike hat geschrieben, sie ist da. Alter, es ist so spannend. Es ist ein fucking Kinofilm. Boah, das ist es. Wir haben nur einen Versuch. Es sind 3 Leute im Zimmer. Maul. Darfst dich nicht erschrecken, Ja. Ich war so nervös. In diesem Moment, ich war wirklich so nervös. Ich weiß nicht, wieso ich so nervös war, weil ich habe es ja schon gesehen, aber ich war sehr, sehr nervös. da ist. Du wolltest irgendwas Flauschiges, eher so ohne Schuppen am liebsten. Er hat es auch so gut gespielt. Jeff Schreiner hat so gut gespielt mit diesen Anspielungen, noch so etwas ohne Schuppen und so, obwohl ich Schuppen in den Haaren habe. Hier hinten, Digga. Sehr, sehr geil. Also die Schuppen habe ich jetzt nicht kontrolliert. Übrigens, ich habe mit einem Hasen gerechnet, weil ich am Anfang schon gesagt, Mit einem Hasen, okay. nein, ich mag das nicht machen. Und dann hat der Mike mir gesagt, es ist nichts Schlimmes und darauf habe ich mich verlassen. Aber ich habe trotzdem Angst gehabt. Ich habe mir gedacht, ein Hase könnte es sein, weil das fühlt sich zwar vielleicht gruselig an, aber es ist lieb. Ob da jetzt viele Schuppen sind oder Aber Hasen, Chat, ich sag's euch ganz ehrlich, Hasen sind sehr, sehr sass. Ich glaube, Hasen sind viel schlimmer, als man denkt. nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe versucht, was zu finden, was keine Schuppen hat, was halbwegs süß ist. Also, ich habe halt mein Bestes gemacht. Und also bei Schuppen bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich halt auch nicht, ja. Aber ich bin mir auch beim Beißen nicht so sicher. Mikes Wohnung ist so nice, weil Mike mietet, in Wien gibt es so wie einen Ort, wo man sich Wohnungen mieten kann. Das ist wie ein Hotelzimmer und die kann man sich mieten wie eine Wohnung. Das ist halt schon eingerichtet, ist halt nicht so groß, aber es sind Wohnungen, sind tatsächlich Wohnungen im Stil eines Hotels. Sicher? Willst du die Augenbinde mal abnehmen? Ja. Mach mal. Ich nehme sie ab, ja. Aufgepasst? Dann lass dich nicht erschrecken, ja? Ich habe mich erschrocken und wie ich mich erschrocken habe. Wo muss ich hinschauen? Gerade. Ich habe einen Hasen erwartet und ich schaue so hoch und ich habe bei den Beinen schon gemerkt, oh, das ist der Adi. Und dann waren so viele Oha, wieso erkennt sie mich an den Beinen? Hannah? Hannah versteht auch Schweizerdeutsch mittlerweile und sie kannte so die alten Songs, die hat mich richtig gestalkt. Schon fast ein bisschen creepy, Digga. Hannah, was ist hier los? Fragen in meinem Kopf. Hoch. Nee. Ja, zuerst einmal habe ich mein Kaugummi ausgespuckt und meine erste Frage war dann, wie ist das organisiert worden? Wie hat der Mike davon Bescheid wissen können, ohne dass ich davon Bescheid weiß? Ich habe mein Kaugummi ausgespuckt. Hallo? Hi, ich bin Jana. Hallo. Aber normalerweise schluckt sie natürlich, Chat, ist auch ganz klar. Hier ist ein Strauß. Ich habe mir mehr über einen Strauß gefragt als über einen Adi. Ey. Nee, jetzt machen wir nicht hier diesen. Danke für dich. Ich bin keine Schlange, aber ich habe eine Schlange. What Good one. the fuck? Dieser What the fuck Moment habe ich dann die nächsten 2 Tage gehabt. So bin ich im echten Leben. Ich weiß gar nicht, warum ich so krass überrascht war, aber es ist halt viel Zeit Ja, wirklich omega sass. Das Ganze ist omega sass. zusammengekommen. Erstens einmal, ich habe nicht geschlafen, ich habe an dem Tag irgendwie keinen Appetit oder sowas gehabt. Dann habe ich mich voll erschrocken, ich habe Angst gehabt vor der Schlange. Es waren so viele Sachen, ich war für gar nichts mehr zu gebrauchen. Ja, also heiraten wir jetzt oder? Ich weiß es nicht, du musst meine Mama fragen. Habt ihr das gesehen da, meine Wimperntusche? Ich habe nicht geweint, aber es war so, mein Auge war wässrig, es war wild. Ja, okay, aber das kann ich verstehen, wenn ich vor jemandem stehe, dann ist es meistens so. Auch wenn ich durch die Straßen gehe in Basel, dann immer alle Leute gerade mit dem Nastuch sich ja, ist normal. Ist nicht so speziell, Hannah. Und deine Mom? Ja. Echt
jetzt? Ja, Weiß ich nicht. ja. Doch, sicher schon, hier. Wie ich ausschaue. Danke an die Mama ist nicht von okay. Adrian Vogt. Ich kann mich nicht erinnern. Du hast da Ich bin gerade nochmal vor der Schlange und erschreckt. What the... Ich kenne niemanden, die so Angst hat vor Insekten. Wahrscheinlich Insekten, oder? Reptilien wie Hannah. Das war wirklich, du kannst mit Hannah wirklich nicht, du kannst nicht näher als so gehen mit einer Schlange. Es geht nicht, die hat so extrem Angst. Willst du eine Schlange haben? Weg. Warum hast du keinen Bock auf deinen Ehemann? Hättest du lieb. Aber die Reactions, muss ich ehrlich sagen, die ist schon sehr, sehr funny. Weil das ist halt null gespielt von Hannah. Das ist wirklich, die reagiert wirklich so, wenn du mit der Schlange kommst. Also kommt natürlich drauf an, mit welcher Schlange, aber sie hat grundsätzlich Angst vor Schlangen. Über diese Schlange oder meine Schlange? Also diese... Das war so ein guter Moment. Die Schlange ist auf jeden Fall dicker. Kann jemand so eine Schlangenhochzeit machen? Was ist eine Schlangenhochzeit? Keine Ahnung, man heiratet über die Schlange oder so. Über die Schlange. Wie geht's dir jetzt? Gut. Ich schaue aus, als hätte ich 3 Tage nicht geschlafen Gut. und wäre gerade, weiß nicht woher kommen. Gut. Da ist eine Schlange drin. Meine Damen und Herren, Maelo, bester Pfarrer. wir haben uns hier versammelt Milo ist wirklich ein sehr, sehr guter Pfarrer. mit Herrn Vogt und Frau Tulnik, um das Gelöbnis abzuschließen. Habt ihr das gesehen? Wieso weiß es Milo? Um ein Gelöbnis abzuschließen. Wieso weiß man das? Ich hab so gelächelt und dann mir gedacht, warte, du darfst jetzt nicht so lächeln, das ist ja weird. Und dann habe ich direkt Nee, das ist nicht weird, das ist die echte Liebe. Kappa Klaus. wieder so. Wer ist da? Nobody. Okay, ich mach einfach weiter, als wäre nichts. It's a cleaning service. So, Mike Wallace, meine Damen und Herren, ist hier mit dem Wedding Ring. All we need is just a wedding. Der Mike war der Grund, dass wir heiraten, weil er hat diesen Song Wedding Ring rausgebracht. Dann habe ich deswegen beim Radio angerufen, deswegen hat der Adi geantwortet. Deswegen ist er hergefahren. Universal Music Austria schuldet uns noch einen hohen Betrag für diese Werbung, für diesen Song. Ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ein Geschenk für mich. Hochzeitsgeschenk. Oh, was denn? Ist das ein Speicherkarten? Ich weiß es. Adapter für meinen USB-Stick. Ja, ich pack das später. Ich fahre nach Österreich, bringe einen Strauß, heirate sie und sie bekommt einen Adapter von Mike, Digga, und freut sich mehr über diesen Adapter als über meinen Strauß. Hannah, es ist offiziell vorbei. Geht aus, weiter geht's. Ah. Oh. Wie hast du die White Slow-Mo-Aufnahme people happy. gefunden? Schön. Die waren echt schön. Gibst zu, ein paar Gefühle sind schon da. Oh, danke. Kannst du gehen? Weil alles, was ich jetzt sage, ist falsch. Alles, was ich jetzt sage, ist falsch. Nein, du kritisierst mich die ganze Zeit. Also müssen ja keine positiven Gefühle sein. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ich hasse Hannah. Cringe. Wir sind schon 4 Tage hier. Was habt ihr jetzt 4 Tage in Wien gemacht? Ich hab mir in dem Moment nur gedacht, warum sagen die nicht Bescheid, wenn die seit 4 Tagen in Wien sind? Aber waren sie nicht. Wir sind erst seit gestern hier. Ich habe das gespürt, deswegen habe ich nicht schlafen. Ich hab's gespürt, ich hab's wirklich gespürt. Ja. Ich bin so um 4:30 in meinem Bett liegen. Ich kann nicht schlafen, irgendwas passiert da gerade. Ich kann nicht schlafen, irgendwas passiert hier gerade. Vielen Dank für diese wunderbare Zeremonie. Ich bitte um einen kleinen Applaus. Danke für den Feedback. Ja. Adrian, Anatolik und Adrian Vogt leben heute noch. Zusammen mit 3 Kindern sind sie nach Uganda ausgegangen. Warum Uganda? Ja, weil Uganda ein schönes Land ist, Chat. Sag ehrlich, Uganda ist doch wunderschön. Das macht gar keinen Sinn. Adrian verdient sein Geld mit einem Sandwich. Hannah ist also der Typ Mensch, der Werbung für Milchschnitte in Bio macht. Was? Hannah ist so der Typ Mensch, der Werbung für Milchschnitten in Bio macht. Verstehe ich nicht. Hannah sagt sich um die Kinder und macht den Garten. Sehr sexistisch. Sehr sexistisch? Ja, aber was ist, wenn ich den Garten machen will? Dann bist du sexistisch. Schauen wir unsere Handys aufeinander. Das stimmt so. Warum habe ich das gesagt? Ich verstehe es nicht. Schauen wir unsere Handys aufeinander liegen. Das war schon der intimste Moment vom Ganzen, ich sage ehrlich. Ich habe gesagt, es war viel zu viel. Das stimmt so. Das ist so weird. Diese Schuhe hübsch aus. Hast du gerade Hure gesagt? Sehr schön. Ich glaube, ich muss einen Adi anrufen und ihm sagen, Oh dass nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. das ein schönes Video war. Lass es. Hi! Ich wollte dir nur sagen, das Video war sehr gut. Nee, wir waren nicht drunk dort. Das war nicht am Big Air in Chur. Wir waren da auch gar nicht drunk. Okay. Ich glaube, da hat 5 Promille. Ich glaube auch. Ja, 5 Promille, Digga. Shut up. Das war mit Abstand die unangenehmste Hochzeit, die ich jemals gesehen habe. Hä, die war gar nicht so unangenehm. Es war eigentlich...
Jede Hochzeit, ist nicht jede Hochzeit so ein bisschen unangenehm, Chat? habe. Ja, und für mehr unangenehmen Content gerne abonnieren. Und für mehr... Okay. Gerne abonnieren für mehr unangenehmen Content. Das will ich sagen. Es ist meine Ehefrau. Was soll ich sagen? Was soll ich noch sagen? Es ist einfach meine Ehefrau.